Wer ist das Kind in der Krippe? Wir haben schon einiges gehört. Dieses Kindlein in der Krippe ist Gott. Ich stelle mir das manchmal so gewaltig vor. Das war das erste Thema, Immanuel, Gott mit uns, oder? Da ist diese Szene und dieses Kind kommt zur Welt. Vielleicht Josef, der da hilft und hält dieses Neugeborene dann in den Händen, alles noch so verschmiert und so weiter. Und in diesem Moment hält er Gott in seinen Händen. Oder können wir uns das überhaupt vorstellen? Das zweite Thema, das wir hatten, Weihnachtsbrunch, Gott ist Licht. Jesus ist das Licht, das in unsere Dunkelheit kommt. Dieses kleine Kind hier in der Nacht in diesem Stall irgendwo, Licht in unsere Dunkelheit. Und heute Jesus Christus, dieses Kind in der Krippe, Friedefürst und Entzweier. Friedefürst und Entzweier. Ein mega spannender, im ersten Moment Gegensatz. Wir denken so, dieses herzige Baby in dieser Krippe, so friedlich liegt es da. Und auf der anderen Seite in der Welt ist Krieg. Auch heute, wenn wir denken, schätzungsweise 10.000 Menschen jede Woche tot oder verletzt im Ukraine-Krieg. Oder wir lesen dann in Jesaja 9, Vers 5 diese Prophezeiung für diesen kleinen Jesus-Babyli, wo es heißt, dass er der Friedefürst ist. Und da denken wir, was? Friedefürst? Jemand, der aufrichtet ein Reich des Friedens. Trotzdem ca. 120 Millionen Menschen im Moment gerade auf der Flucht. Da denke ich, wo ist denn dieses Friedensreich? Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja gut, das ist alles in der Welt, aber bei uns in der Familie ist ja ganz viel Friede, bei unserem Weihnachtsfest ist immer alles nur Harmonie und so weiter. Und wir merken vielleicht schnell, bei uns ist auch nicht so viel Friede. Und dann denken wir, okay, aber wenigstens bei mir, in meinem Herzen ist ja Frieden. Dann erzählen mir Menschen, wie sie eine neue Arbeitsstelle suchen müssen, wie sie Streit erleben, von Krankheiten, Verletzungen, und wie man ans Ende kommt. Merkt plötzlich, da ist auch nicht so viel Friede. Dann lesen wir, wie diese Engel in dieser Nacht, als Jesus geboren wird, da kommen und diese Nachricht bringen und sagen, Friede, Ehre ist Gott in der Höhe und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann denke ich mich, bei den Menschen seines Wohlgefallens hat dann Gott über mir keinen Wohlgefallen, dass da so wenig Friede ist überall? Spürt ihr diese Spannung? Oder? Das ist eigentlich eine riesige Spannung, die da ist. Und dann ist noch Jesus selbst. Jesus sagt ein paar spannende Dinge. Lukas 12, Vers 51. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern viel mehr Entzweiung. Also auf der einen Seite wird da groß vom Friedefürst gesprochen und auf der anderen Seite sagt er, hey, ich bin gekommen, ich bin ein Entzweier. Matthäus 10, 34 meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Also ihr merkt, wir sind heute mit einem heißen Thema unterwegs. Es ist heute nicht so Softie, Mailänderli, super reinbeißen, sondern eher ein bisschen harte Brunzli oder so. Und ich denke, wir müssen da ein bisschen mal in die Tiefe gehen. Ich habe diese zwei Texte dabei. Der Jesaja-Text, dieser Text aus Lukas 12, wo Jesus redet. Wir wollen ein bisschen eintauchen mal und schauen, was ist da? Jesus Friedefürst, Jesus Entzweier. Wir sehnen uns nach Frieden. Für die Welt hoffentlich, aber auch für uns persönlich. Und auf der anderen Seite gibt es so viel Unfrieden überall rundherum. Tauchen wir ein in diese Texte. Haben wir zuerst diesen Jesaja-Text. Wir sind hier im Alten Testament unterwegs. Jesaja 9. Wir tauchen da hinein, da heißt es, das Volk, Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Wir vergegenwärtigen uns, wo wir stehen hier. Das ist ein Text, der geschrieben wurde, einige Jahrhunderte bevor Jesus gekommen ist. So ein prophetischer Text, wo der Prophet Jesaja vorausschaut und etwas mitteilt, das mit der Geburt dieses Kindes zu tun hat. Aber zunächst beschreibt er einfach diese Situation, in der sich das Volk damals befindet, das Volk Israel, so das Umfeld, die Gesellschaft, in der er lebt. Er sagt, es ist eine dunkle Zeit.
quasi ihr als Volk Israel, ihr habt die Position, die ihr eigentlich gehabt habt, unter Gott, bei Gott, in seinem Schutz, habt ihr verlassen. Ihr habt eine Position eingenommen, wo ihr euch selber zu Gott gemacht habt, wo ihr denkt, ihr müsst selber dafür schauen, dass es euch gut geht, für ein Wohlergehen. Ihr wollt selber quasi euer Gott sein, das suchen, was ihr wollt und habt nicht mehr die Position bei Gott. Und das ist so ein Denkfehler, der das Volk Israel gemacht hat, wenn wir jetzt auf das Thema Frieden beziehen. Sie haben gedacht, wenn wir weggehen von Gott und unser eigenes Ding machen, unsere eigenen Götter nehmen, wenn wir uns selber zu Gott machen und beurteilen, was gut ist und was nicht, dann haben wir Frieden. Das haben sie gedacht. Dann kommt es gut. Dann haben wir Wohlergehen. Dann haben wir Frieden mit den Feinden. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Und Jesaja beschreibt das so, dass das wie eine Dunkelheit ist, eine Finsternis, die über dieses Volk gekommen ist. Und ich habe mich so gefragt, eigentlich ist es ja heute genau das Gleiche. Also wir können einmal uns überlegen, in der Gesellschaft, wo wir hier leben, haben wir als Gesellschaft die Position, dass wir uns Gott unterordnen, da wo wir eigentlich hingehören? Oder haben wir eine Position eingenommen, wo wir uns selber zu Göttern machen, wo wir selber sagen, wie wir Wohlergehen haben wollen, wo wir unsere Sicherheiten finden wollen? Nicht, oder? Und wir denken, so kommt Friede, aber irgendwie gelingt es nicht. Und ich denke auch so ganz persönlich, ich denke so diese Frage, habe ich meine Position bei Gott, unter Gott? Habe ich Frieden mit Gott? Oder habe ich meine eigene Position? Vielleicht bist du hier und denkst, ja, das ist eine spannende Frage. Irgendwie kommt mir Gott wirklich fern vor. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier bei Gott oder unter Gott bin. Vielleicht bist du aber auch hier und denkst, das ist eine spannende Frage, weil eigentlich sage ich, ich glaube an Jesus. Vielleicht schon ganz lange. Ich habe mich so Gott unterstellt. Aber trotzdem gibt es so ganz viele Alltagssituationen, wo ich merke, wo ich eine andere Position einnehme. Weg von Gott, wo ich selber versuche zu machen. Also ich merke das persönlich ganz oft, dass das ganz oft vorkommt. Ich war am Freitag, als ich da am Vorbereiten war, habe ich so richtig herumgewurstelt mit all diesen Texten und so weiter und ich hatte einen richtigen Knopf. Vielleicht habt ihr manchmal auch einen Knopf bei der Arbeit. Wollt etwas machen und bleibt so irgendwie stecken. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin selber am Wursteln. Ich habe Gott gar nicht mit einbezogen. Ich habe gar nicht im Gebet ihn gefragt, wie er das alles machen will, wie er das alles führen will, wie er das brauchen will. Das kann ich für jede Arbeit fragen. Ich habe gemerkt, ich habe eigentlich meine Position, die ich bei Gott hätte, verlassen. Und ich musste zurückgehen zu Gott und sagen, jetzt komm du, brauche mich, wirke du. Egal was ich mache, Bürojob, Predigtvorbereitung, was auch immer, ich brauche dich. Und das kann auch so ein Dunkel sein, so ein Dunkel, das immer wieder kommt, wenn wir unsere Position bei Gott verlassen. Und es ist spannend, diese Dunkelheit hat einen Geruch. Es ist nicht ein Weihnachtsguetzli-Duft, sondern einen anderen Geruch. Da heißt es im Land der Finsternis. Finsternis könnte man auch übersetzen mit Land des Todesschatten. Hat so den Duft, den Geruch des Todes, wenn man weg von Gott ist, in dieser Finsternis ist. Und dann kommt auch Unfriede, dann macht sich Unfrieden breit. Jetzt hat es aber auch immer so diese spannende Perspektive der Hoffnung. Jesaja spricht ja nicht nur von dieser Dunkelheit, er spricht auch vom großen Licht. Und wenn er davon redet, dann meint er damit ein Ereignis, wo Gott eingreift und ein historischer Zeitpunkt, wo Gottes großes Licht ist, nicht irgendein Licht, sondern ein bestimmtes großes Licht in die Weltgeschichte hineinkommt. Und da wollen wir schauen, wie soll das dann zugehen, wenn dieses Licht dann kommt. Wir lesen ein bisschen weiter, wir haben jetzt so diesen Kontext, Jetzt gehen wir da vorwärts im Text, Jesaja 9, Vers 2. Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Ja, logisch, wenn da viel Licht kommt, ist ja super. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Was für ein schönes Bild, oder? Wenn die Scheune voll ist, das ist das Bild von Wohlergehen. Wenn die Bibel vom Frieden spricht, vom Shalom, dann meint sie, dass es einem wohl ergeht, dass man alles hat, was man braucht. Das gehört zu diesem biblischen, göttlichen Frieden. Dann heißt es weiter, diese Freude, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Ich habe dann zuerst gedacht, ja, Beute verteilen, das klingt nach Krieg, das ist für mich nicht so Juhu, jauchzen und so weiter. Aber dann habe ich gemerkt,
Wenn die Beute verteilt wird, dann ist ja der Feind besiegt. Das ist das Bild vom biblischen Frieden, oder? Die Feinde sind besiegt. Wie gut ist denn das? Das ist das Bild vom Frieden. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibes zerschmetterst du wie am Tag Midians. Jetzt wird hier noch vom Tag Midian geredet. Das ist diese Geschichte im Alten Testament, wo das Volk Israel gegen die Midianiter kämpft und Gott diesen Gideon beruft und er geht mit 300 wenigen kleinen Leutchen, geht er mitten in der Nacht, zerschlägt ein paar Tonkrüge und hält die Fackel hoch und das riesige Heer der Midianiter wird besiegt. Sie zerfleischen sich gegenseitig und die können nur noch die Kriegsbeute einsammeln. Ein Riesenwunder. Gott hat gekämpft und die Feinde besiegt. Und Frieden ist gekommen. Spannend, es ist eindeutig, Gott wird aktiv werden und etwas machen, dass dieses Jubeln kommt, dass dieser Frieden kommt. Er wird die Treiber, also die Feinde, besiegen. Sogar von Zerschmettern ist die Rede. Wir lesen dann weiter in Vers 4. Jetzt wird es noch brenzlig. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Stiefel, die Kriegsstiefel, das Kriegszeugs und diese Mäntel im Blut gewälzt. Wir stellen uns so vor, vielleicht die Heeresführer, die längere Mäntel hat und die da durchs Blut geschleift werden. Alles dieses Kriegszeug wird verbrannt. Wenn wir uns das so vorstellen, Gott kommt, besiegt die Feinde mit Macht und das bedeutet, es kommt Licht, es kommt Frieden. Fragen wir uns ja gut, wie soll das dann geschehen? Das ist eine recht krasse Sache, da mit Feuer, Zeug und Sachen. Oder? Klingt ein bisschen nach Action und so weiter. Vielleicht im Film fänden wir das recht cool, oder? Actionfilme und so weiter. Aber klingt auch noch recht krass. Wie soll das Ganze gehen? Lesen wir Vers 5, wie es weitergeht. Denn ein Kind ist uns geboren. Und jetzt sind wir bei der Krippe gelandet. Ein Kind ist geboren. Gott selber wird Mensch. Ein Sohn uns gegeben. Es ist nicht irgendein Kind, es ist der Sohn des Vaters. Es ist Gott, der zu uns kommt. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also dieses kleine Kindlein in der Krippe hat Macht, hat eine Herrschaft. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, er ist mächtig. Vater der Ewigkeit. Von ihm kommt Ewigkeit, von ihm kommt ewiges Leben. Und Friedefürst. Ich habe mir nur so gedacht, dieses Wort, Friedefürst nur schon, oder? Was Jesus ist, Jesus wird hier gesagt, er ist der Friedefürst. Für uns könnte das nicht auch sein, dass das ein bisschen spannungsvoll klingt oder fast widersprüchlich. Der Friedefürst, Sar Shalom. Shalom, Friede, ja, das haben wir gern, aber Fürst, das ist jemand, der hat Macht, oder? Habt ihr das auch gern? Jemand, der hat Macht, der ergreift die Macht, ist der Herrscher. Der Friedefürst. Könnte sein, dass da etwas so in uns drin sagt, wir wollen niemand, der Macht über uns hat. Aber das ist das Wort, Friedefürst, ein Fürst des Friedens. Und dann wird das weiter beschrieben, groß ist die Herrschaft. Also dieser Sohn, dieses Kind wird die Herrschaft antreten, die Macht ergreifen. Und der Friede wird kein Ende haben. Also die Auswirkungen sind toll, oder? Frieden wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Also Jesaja spricht davon, dass irgendwie dieses Kind geboren wird, dieser Sohn kommt und er wird die Macht ergreifen, er wird auf den Thron steigen, er wird die Herrschaft einnehmen und das wird bedeuten, dass ein neues Friedensreich sich ausbreitet, von diesem Punkt aus auf die ganze Welt. Und vielleicht denken wir jetzt, ja, wir haben es ein bisschen gesehen mit diesen Reichen, mit diesen Machthabern, die kommen und einfach gewaltvoll das Volk unterdrücken und so weiter.
Das ist schon spannend, wenn wir lesen, wie Jesaja beschreibt, auch an anderen Orten, wie das geschehen soll. Er sagt nämlich, von diesem Ort aus, von diesem Thron aus, wird etwas ausfließen in die ganze Welt, nämlich die Erkenntnis des Herrn. Es wird beschrieben im Jesaja 11, Vers 9, dass die Erkenntnis des Herrn ist wie das Wasser im Meer. Das heißt, alles wird bedeckt sein. Das heißt, die Menschen, die da rundherum sind, die werden plötzlich erkennen, wer ist dieser Gott. Und dann passiert etwas ganz Natürliches. Es ist wie wenn es schneit und ich gehe nach draußen, ziehe ich die Jacke an. Das ist ganz natürlich. Oder wenn die Sonne aufgeht am Morgen, dann stehe ich auf und starte in den Tag. Das ist ganz natürlich. Und wenn ich erkenne, wer ist Gott, dann ist es ganz natürlich, dass ich mich auch ihm unterstelle und mich ihm zuordne, mich ihm unterordne. Dass ich dann auf Gott vertraue, dass ich mein Vertrauen auf ihn setze und sage, du bist Gott und ich bin Mensch. Und dass ich diese Position bei ihm einnehme. Diese Phase wird beschrieben, es ist gewaltig. Also, wer den Jesaja ein bisschen kennt, lest das mal, das ist unglaublich. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie die Schwerter zu Pflugscharen werden und die Speere zu Winzermessern. Das heißt, man nimmt all diese Kriegsgeräte, diese Panzer, weiß auch nicht was alles, und macht daraus Landwirtschaftsmaschinen. Oder? Da wird weiter beschrieben, es wird beschrieben, dass man keinen Krieg mehr lernt. Also man schafft die Armeen ab. Wieso macht man das? Weil man weiß, es gibt keine Bedrohung. Es gibt keine Rekrutenschule mehr. Man wird nicht mehr ausgehoben. Spannend. Man weiß, es ist Frieden. Es kann da nichts passieren. Es wird beschrieben, wie die Menschen, die Völker, die Nationen von überall zu diesem Berg hingehen, zu diesem Gott hingehen, zu diesem Jesus hingehen, zu diesem Friedefürst gehen, um Weisung von ihm zu empfangen, zum Hören, wie sollen wir leben. Und es heißt, dass Gott einfach zu ihnen redet und sie werden es hören. Spannend. Aber auch eine Spannung, weil wir schauen zurück und denken, okay, dieses Kind ist geboren. Dieser Sohn ist gekommen, aber dieses Friedensreich, wo ist das? Ist noch nicht da, ist noch weit weg. Also mit anderen Worten, dieses Spannungsfeld, das besteht. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jesus hat ja auch davon geredet, dass er der Entzweier ist. Hat ganz viel damit zu tun. So gehen wir jetzt in diesen Text hinein. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Einige Menschen haben erkannt, wer Jesus ist, dass er Gott ist. Haben sich zu ihm gestellt und gesagt, Jesus, ich vertraue dir, ich folge dir nach. Und Jesus redet jetzt zu diesen Leuten, die ihm nachfolgen, hey, bleibt bei dieser Position, hier bei mir, hier bei Gott. Weil es gibt auch eine andere. Und dazwischen gibt es eine Spannung. Eine gewisse Spannung. Und im Lukas 12 beschreibt Jesus diese Spannung sehr eindrücklich. Wir gehen hier gleich an diese heiße Stelle. Jesus sagt, Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Jetzt haben wir hier wieder dieses Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Vielleicht haben wir manchmal Angst vor Feuer und so weiter. Aber Jesus sagt, ich wünschte, es wäre schon angezündet. Jetzt haben wir diese Jesaja-Stelle im Kopf, wo es heißt, dass das Feuer dieses Kriegszeug von den Feinden verbrennt und vernichtet. Und ich denke, Jesus sieht voraus. Er sagt, wenn ich dann kommen werde und die Feinde besiegt werden und das Kriegszeug wird verbrannt und vernichtet, ist das eine super Sache. Vielleicht denken wir jetzt, das ist aber auch eine Sache, wo wir uns fürchten sollten, wenn dieses Feuer kommt, wenn dieses Feuer auf die Erde geworfen wird. Eine ganz spannende Stelle, wo über Jesus heißt, wenn er kommt, 2. Thessaloniker 1, Vers 7 bis 8, er wird mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen, also Jesus wird wieder kommen mit den Engeln irgendwann in der Zukunft, umgeben von loderndem Feuer, dann wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und die rettende Botschaft von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. Und ich denke so die ganze Zeit, wenn ich über dieses Feuer nachdenke, vielleicht sollte man auch eine gewisse Furcht haben vor Gott.
vor diesem lodernden Feuer, das die Feinde zernichtet? Habe ich meine Position bei Gott? Oder habe ich eine andere Position? Also es ist etwas, was auch Furcht erzeugt. Und vielleicht etwas, wo wir denken, ist der Grund für diese ganze Spannung. Weil Jesus sagt, ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass irgendwie alle Menschen erkennen, wer Gott ist. Vielleicht ist diese Spannung da, damit viele Menschen von Jesus hören und diese Position wieder finden bei Gott. Quasi, dass das Feuer sie nicht trifft. Und ich frage mich, wo stehe ich? Und dann ist es ja spannend. Jesus spricht von diesem Feuer und so weiter. Und dann kommt ein Vers, der ändert wie alles in einem Moment. Wir lesen da weiter in Lukas 12, Vers 50. Jesus sagt dann nämlich, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist? Also Jesus sagt mitten in dieser Spannung, jetzt habe ich eine Taufe, eine Bestimmung, einen Auftrag zu erfüllen und das bedrängt mich extrem. Jesus spricht da davon, wie er den Weg ans Kreuz gehen wird. Er sagt, bevor wir vor all dem Feuer, Friedensreich, solchen Sachen reden, muss und werde und will ich ans Kreuz gehen. Und vielleicht wird uns in diesem Moment bewusst, was das bedeutet. Jesus war ja eigentlich dieser perfekte Mensch, der diese Position bei Gott hatte, so wie wir Menschen das eigentlich haben müssten. Und er hat gesagt, ich komme auf diese Welt und ich mache einen Tausch mit euch Menschen. Ich gehe an eure Position, damit ihr an meine gehen könnt. Ich nehme diese Entfernung von Gott, diese Schuld, das selber besser machen wollen, nehme ich auf mich. Und im Moment des Kreuzes können wir sagen, ist die volle Auswirkung dieses Feuers eigentlich auch auf Jesus gekommen. Er hat das Gericht auf sich genommen, er hat unsere Position eingenommen, die eigentlich uns zusteht. Dass uns dieser Zorn von Gott trifft, dieses Gericht, dieses Auslöschen von allem Bösen, was dem Frieden im Weg steht. Jesus ist an diese Position gegangen und sagt, nimm diesen Tausch an, geh du an meine Position. Ich habe für dich diese Last getragen. Also irgendwie kommt da etwas unglaublich Spannendes in dieses Spannungsvolle hinein. Jesus sagt, du darfst an meine Position gehen und Frieden haben mit Gott. Und dann merken wir aber auch, dass diese Spannung ja besteht, bis Jesus wiederkommt. Dass es Menschen gibt, die an diese Position, dieses Geschenk von Jesus annehmen und damit Gott verbunden sind. Und dass es andere Menschen gibt, die das nicht wollen. Die wollen sich nicht unter Gott stellen, die wollen diese Position gar nicht einnehmen. Und deshalb sagt Jesus, das wird zur Entzweiung führen. Er sagt dann weiter im Vers 51, denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Es werden entzweit sein Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Eine ausführliche Aufzählung. Fast wie unser Weihnachtsfestli, oder? Jesus sagt, solange ich noch nicht gekommen bin, dieses Reich noch nicht hier ist, dieses Feuer, das Böse noch nicht ausgelöscht hat, diesen Unfrieden getilgt hat, ist diese Spannung da. Und es gibt einige, die haben die Position bei mir, die sind mit mir unterwegs. Und es gibt andere, die haben sie nicht. Und das entzweit. Das gibt eine Spannung, die Jesus lädt uns als Nachfolger von ihm zu einem spannenden Leben ein. Wer will ein spannendes Leben? Jeder, oder? Jesus sagt, als Nachfolger von ihm leben wir in einer Spannung. Und diese Spannung ist genau an diesem Punkt. Einige sind bei Jesus und andere noch nicht. Noch nicht. Also Jesus ist der Friedefürst und er ist auch gleichzeitig der Entzweier. Und wir möchten hier an dieser Stelle ganz praktisch werden, weil in Lukas 12 hat Jesus nicht nur gesagt, dass das so ein Sachverhalt ist,
sondern er hat auch ganz praktisch gesagt, was das Ganze bedeutet. Eigentlich das ganze Lukas 12 ist davon dieser Spannung die Rede und was das jetzt für uns als Nachfolger von Jesus quasi bedeutet. Und vielleicht gerade im Hinblick auf die Weihnachtszeit, da ist diese Spannung manchmal besonders spürbar. Ein paar ganz praktische Punkte. Was bedeutet das jetzt für uns? Also das Erste ist natürlich, dass wenn wir schon von diesen Positionen reden, dass es eine Ermutigung für uns ist, einfach die Position bei Gott zu behalten. Vielleicht sagst du heute, ich bin gar nicht da und ich will zum ersten Mal in diese Position hineinkommen. Ich will mich Gott unterstellen, ich will zu ihm kommen, ich will dieses Geschenk vom Positiontausch annehmen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ich will meine Schuld ihm übergeben. Und er macht mich gerecht, dass ich im Frieden mit Gott sein kann. Vielleicht merkst du aber auch, dass es so ganz viele Alltagssituationen gibt bei dir, auch bei der Arbeit, zu Hause, in der Familie, wo auch immer, wo du merkst, oh, ich verliere manchmal einfach so meine Position bei Gott. Mache es selber. Denke, ich kann es schaffen. Und verlasse so den Ort bei Gott, diese Abhängigkeit bei Gott. Etwas Zweites, was Jesus dann auch davon spricht im Lukas 12, ist, er ermutigt uns, Jesus zu bekennen, auch wenn es entzweit. Im Vers 8 in diesem Kapitel sagt er, ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Also mit anderen Worten, Jesus lädt uns ein, bewusst diese Spannung zu leben und damit zu rechnen, dass das auch entzweien kann. Das ist ja nicht etwas Schönes, etwas Cooles. Also vielleicht gibt es auch Leute hier, die finden das toll, die machen das gern, die haben gern ein bisschen Streit und Konflikt und so. Und einfach sagen, Jesus lädt uns ein, ihn zu bekennen. Er sagt nicht, wir sollen die Entzweier sein. Er ist es, nicht wir. Also wir sollen nicht die sein, die irgendwie provozieren oder Streit suchen oder so. Ist jetzt halt so, wir müssen spannungsvoll leben und dann rebelt es nur noch. Aber als Nachfolger von Jesus sind wir eingeladen, einfach diese Position bei ihm einzunehmen und zu bekennen, ich gehöre zu Jesus, ich glaube an ihn, ich unterordne mich ihm, ich nehme diese Position bei ihm ein. Und damit zu rechnen, dass das auch zu Spannungen führen kann. Gleichzeitig in diesem Kapitel ermutigt uns Jesus, dass wir uns auch nicht sorgen sollen, weil er ist mit uns, er sorgt für uns. Im Vers 32 sagt er so, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es kommt da das Bild vom Hirten und der Herde, dass quasi Gott ist wie dein Hirte und sorgt für dich. Er beschützt dich, er führt dich. Es kommt aber auch noch eine zweite Perspektive gleich in diesem Vers herein. Er sagt, euch ist das Reich gegeben. Ich denke, das Reich Gottes, das Friedensreich von Gott ist uns gegeben. Ich habe eine Position im Frieden mit Gott. Ich habe schon Anteil an diesem Reich, das zwar noch nicht vollendet ist, noch nicht sichtbar, erst wenn Jesus wiederkommt, aber irgendwie ist es mir schon gegeben. Das führt mich zu einem nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Jesus ermutigt uns, dass durch uns dieses Friedensreich, oder ich sage jetzt mal Friedenslicht, es ist auch die Rede, dass das wie ein Licht im Finsteren ist, dass durch uns dieses Friedenslicht auch in die Welt strahlen kann. Und ich denke mir, das ist ja wirklich eine coole Sache. Im Vers 35 sagt es Jesus so, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Er erzählt ein Gleichnis, wo es darum geht, hey, seid bereit, wenn ich wiederkomme. Und wie ist man bereit? Wenn man dieses Licht umschnallt und in die Welt hineinträgt. Und ich denke mir, das ist spannend. Ich meine, wie schön ist es, wenn Christen, wenn Nachfolger von Jesus dafür bekannt sind, dass sie nicht Streit suchen, wenn sie bekannt dafür sind, dass sie nicht immer das letzte Wort haben müssen, wenn sie bekannt dafür sind, dass sie nicht immer Recht haben müssen, wenn sie bekannt dafür sind, dass in ihrem Umfeld eher Frieden zunimmt als abnimmt. Wenn Christen zum Beispiel dafür bekannt sind, dass sie durchaus politisch interessiert sind und gerne mitdiskutieren, aber dass sie die anderen auch mit anderen Meinungen wertschätzen und würdigen und dass man merkt, es gibt etwas, das ist noch viel wichtiger als die politische Meinung zum Beispiel. Oder wenn man merkt, hey, Christen sind Leute, die sind nicht nachtragend, die vergeben, die können Sachen loslassen. Die holen nicht immer das heraus. Weißt du noch, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, der hat mal und da und so.
Ist ja manchmal in der Familie treffen, oder? Da weiß man genau, wer was vor wie vielen Jahren gemacht hat. Wenn wir bekannt dafür sind, dass wir nicht nachtragend sind, dass wir dieses Friedenslicht herumtragen, mit uns umgegürtet und dass der Frieden herauskommt. Paulus selber sagt ja, wenn so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Finde ich schon krass, oder? Wir haben Anteil an diesem Reich. Und wir können Friedensstifter sein, wir können Friedensverbreiter sein in dieser spannungsvollen oder friedlosen Welt quasi. Und das habe ich schon noch gedacht, das ist schon ein spannendes Thema, dass wir als Christen bereit sind, auch zu vergeben, loszulassen. Ich sage bewusst auch, um Vergebung zu bitten, ist auch immer nötig. Sind wir als Menschen unterwegs? Stellt euch vor, global sind die Christen bekannt dafür, dass sie gerne vergeben und dass sie auch Schuld einsehen und um Vergebung bitten, die Dinge wieder gut machen. Wäre das nicht das wär Friedenslicht, das sich dann ausbreitet, oder? Und lebt mit allen Menschen in Frieden, so viel es an euch liegt. Ich habe gedacht, manchmal haben wir schon ein bisschen auch ein Krüsimüsi, was das betrifft, mit dem Frieden machen. Und deshalb will ich euch so als kleinen Schlussbonus noch so ein biblisches Bild von Vergebung mitgeben. Vielleicht könnte es einfach dran sein, dass du merkst, hey, ich darf schon Anteil haben an diesem Reich des Friedens. Ich will auch vergeben können. Und manche machen da manchmal ein Krüsimüsi, wie das mit dem Vergeben funktioniert, was das auf sich hat. Also manchmal denken Leute, dass Vergeben gar nichts kostet, dass das ganz einfach ist. Aber das ist nicht so. Vergeben kann manchmal ganz viel kosten. Aber es ist auch sehr befreiend. Manchmal denken Menschen, vergeben bedeutet vergessen. Ein kleiner Tipp: Zum Vergessen braucht man ein schlechtes Gedächtnis. Aber wenn ich bereit bin zu vergeben, das heißt nicht, ich vergesse, vergessen ist auch keine Lösung, aber vergeben, das ist loslassen können, das ist wirklich eine Lösung. Manchmal denken Menschen, vergeben ist dasselbe wie versöhnen. Das ist ein großer Unterschied. Vergeben ist eine Entscheidung von mir. Versöhnung ist, wenn zwei Menschen, die zerstritten waren, wieder in Frieden zusammenkommen können. Ist natürlich wunderschön, wenn das passiert. Aber es braucht zwei dazu. Ich habe immer nur meine Seite in der Hand. Für Vergebung, das ist meine Entscheidung. Das kann ich selber machen. Der Paulus, der da schreibt, wir sollen mit allen Menschen im Frieden leben, das ist die Stelle, wo er über Vergebung spricht. Das ist etwas ganz Entscheidendes, was mit diesem Frieden zu tun hat. Und er beschreibt da verschiedene Phasen, vielleicht einfach vorausgehend, ich nenne das so ein bisschen Phase 0, Selbstprüfung. Manchmal sind wir aufgebracht über etwas oder nerven uns und denken, oh, dem muss ich jetzt vergeben. Mit Selbstprüfung meine ich, dass wir einfach uns zuerst selber fragen, ist überhaupt eine Schuld da? Weil nicht immer, wenn ich wütend bin auf jemanden, dann muss ich dem vergeben. Vielleicht bin ich ja wütend, weil ich habe einfach eine andere Meinung oder ich selber etwas. Also ich habe auch schon Menschen gehört, die sagen, ja, und dann muss ich zu ihm gehen und sagen, ich muss ihm vergeben. Dabei hat der andere gar nichts Schuldiges gemacht. Es ist wichtig, dass wir uns fragen, ist irgendwie eine Schuld da? Ist etwas da, das man vergeben muss überhaupt? Und dann die Vergebung selber, gemäß Paulus, ist das eine Entscheidung, das ist meine Entscheidung, dass ich das Recht auf Wiedergutmachung und Vergeltung loslasse. Ich zitiere da Paulus in Römer 12, ab Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Oder das Gegenteil von Vergebung bedeutet, der andere ist an mir schuldig geworden und ich darf es ihm zurückzahlen. Quasi Böses, das bedeutet das Gleiche mit dem Gleichen vergelten. Das ist unser Gerechtigkeitsempfinden und das wäre ja auch gerecht. Klaut einer mir 100 Stutz, soll er mir bitte zurückgeben. Dann ist wieder Gerechtigkeit. Okay. Haut der andere mir eins, dann haue ich ihm gleich eins zurück, dann ist wieder Gerechtigkeit. Vergebung bedeutet jetzt, dass ich mein Recht, das ich eigentlich habe, auf Wiedergutmachung bewusst loslasse. Paulus schreibt dann weiter, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Mit anderen Worten,
Vergeben ist meine persönliche Entscheidung, dass das Unrecht, das jemand anders mir angetan habe, dass ich es loslasse. Können wir uns jetzt fragen, ist es ungerecht? Würdet ihr sagen? Ist Vergeben ungerecht? Wer ist dafür, es ist ungerecht? Wer ist dafür, es ist gerecht? Einige zögern. Also im ersten Moment ist Vergeben immer ungerecht, weil ich lasse eine Schuld einfach los, ohne dass es wieder gut gemacht wird. Das bedeutet Vergebung. Ich mache nicht diese Milchbüchli-Rechnung. Am nächsten Tag stehe ich auf und sage, ja, du, meine Frau hat mir gestern auch nicht zugehört, jetzt höre ich ihr auch nicht zu und zeige mal, wie das ist. Oder so diese Milchbüchli-Rechnung, die wir manchmal machen, was die anderen getan haben, und jetzt zahle ich es dann heim, ich zahle es zurück, oder? Das, was mir genommen wurde, wird jetzt zurückgezahlt quasi, oder? Das Negative. Im ersten Moment ist das ungerecht. Aber im zweiten Moment, so wie Paulus das schreibt, dürfen wir diese Schuld, dieses Ungerechte, das begangen worden ist, müssen wir nicht einfach quasi sagen, Schwamm drüber oder so, sondern wir dürfen es bewusst Gott überlassen. Weil Gott sagt, mir gehört der Zorn. Ich sorge für Gerechtigkeit. Das heißt, im zweiten Moment sagen wir Gott, ich übergebe es dir. Ich lasse es los, aber ich gebe es dir. Man nicht einfach Schwamm drüber, so wie nichts geschehen wäre oder so, sondern man gibt es bewusst Gott und sagt, du darfst für Gerechtigkeit schauen. Ich stelle mich dir unter, ich unterordne mich dir, dir gehört es. Für Gerechtigkeit, für Rache. Gott spricht sogar von Rache. Das ist ein Zitat aus dem Psalm, das Paulus hier wieder hereinbringt. Sehr spannend. Und dann hat das auch so diese Entscheidung, ein paar Schritte, die dann kommen. Etwas Zweites, was dann beginnt, man beginnt neu wieder zu handeln, anders zu handeln. Das hat auch dann mit Gefühlen zu tun. Es kann sein, dass es einen Prozess auslöst, der auch unsere Gefühle beeinflusst. Paulus schreibt dann im Vers 20 dazu, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das bedeutet, ich behandle den anderen nicht mehr als einen, der an mir schuldig ist und der mein Schuldner ist, sondern ich behandle ihn als ein würdevoller Mitmensch, als einen Mitmenschen, den ich lieben will. Ich will ihm Gutes tun. Vielleicht merkt ihr, das ist etwas, das in Gang kommt, eine andere Handlungsweise, wie die Folge ist von Vergebung, die dann auch etwas in unserem Herzen beginnen kann zu verändern, die auch Heilung bewirken kann, wenn wir so mit Gott unterwegs sind. Und dann heißt es noch weiter im Vers 21, lass dich nun vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Seine Einladung an uns, dass wir segnen den anderen und nicht das Böse wünschen für das, was er uns angetan hat. Statt fluchen, segnen. Also das war wie eine kurze Vergebensanleitung. Was bedeutet Vergebung? Ich habe mir gedacht, wichtig ist ja auch das Gegenteil. Darum bitten, wenn ich merke, ich bin am anderen schuldig geworden. Wie schön ist es, wenn wir als Christen dafür bekannt sind, dass wir auch zu unserer Schuld stehen können. Wenn ich Selbstprüfung mache und merke, oh, jetzt habe ich was verbockt, ist ja oft sogar bei den Nächsten in der Familie oder so, zur Frau, zu den Kindern, dass ich dann hingehen kann oder auch jemand ganz Fremdes oder wo auch immer, dass ich dann hingehen kann und also Selbstprüfung, dass ich einsehe, ich habe etwas schlecht gemacht und dann erstens diese Entscheid, dass ich dann darum bitten kann, bitte vergib mir. Wie schön ist es, wenn man jemanden um Vergebung bitten kann. Man sieht ein, man hat es nicht gut gemacht. Aber ich denke dann auch zweitens, eine neue Art zu sehen, den Mitmenschen zu behandeln, wie man selber gern behandelt werden würde, bedeutet dann ja auch, dass man versucht, die Sachen wieder gut zu machen. Das ist eigentlich das biblische Bild, wenn wir selber andere um Vergebung bitten müssen, dass wir dann auch versuchen, das wieder gut zu machen. Wir haben das Beispiel von Zachäus, der hat 4-fach zurückgezahlt den Leuten, die er ausgenutzt hat, oder? Oder ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament, Onesimus, ein Sklave, der davongelaufen ist. Hat wie eingesehen, dass er etwas nicht gut gemacht hat, hat sich entschieden, dass er es wieder gut machen will und zurück zu seinem Herrn gehen will. Ihr könnt nachlesen im Buch Philemon im Neuen Testament, das ist ein sehr cooles Buch. Und das war Todesangst, oder? Todesgefahr, zurückgehen zum Herrn.
Todesstrafe droht. Aber er wollte es wieder gut machen. Und drittens, segnen natürlich auch. Also das ganz kurz. Wenn die Bibel davon spricht, bleibt mit allen Menschen so gut wie möglich im Frieden, hat das viel damit zu tun, dass wir überlegen, wem soll ich auch vergeben? Und wo brauche ich selbst Vergebung von anderen und auch von Gott? Also, wir sind hier eingetaucht in diese Spannung. Und die Antwort ist, es ist eine Spannung. Jesus ist Entzweier. Und zwar nicht, weil er will, dass wir einfach streiten oder besser sein wollen oder uns über andere drüber heben wollen, sondern weil er sagt, wenn ihr euch zu mir bekennt, dann kann das zur Entzweiung führen. Jesus nachfolgen kann kosten, kann etwas kosten. Aber er ermutigt uns auch, bewusst diese Position bei uns einzunehmen. Und auf der anderen Seite ist Jesus der Friedefürst. Und er wartet damit, wieder zu kommen mit diesem zerstörenden Feuer, bevor sein Friedensreich auf der ganzen Welt um sich greifen wird, weil jetzt noch diese Gnadenzeit ist. Es ist eine spannende Zeit, eine spannungsvolle Zeit, aber auch eine gnadenvolle Zeit, wo das voll zum Tragen kommen kann, dass Jesus sagt, ich muss noch diese Taufe haben, ich muss noch ans Kreuz gehen, es muss noch wirken, Menschen dürfen noch umkehren, zu mir zurückkommen. Es ist auch eine Ermutigung, wenn wir diese Position ganz bei Jesus haben, diesen Gurt umzuschnallen, Anteil an seinem Reich zu haben, diese Laterne mitzutragen und dort, wo wir unterwegs sind, Frieden zu verbreiten. Jesus ermutigt uns, Friedestifter zu sein. Sogar spannend, vielleicht hast du auch gemerkt, Jesus hat dir etwas aufs Herz gelegt. Jesus hat den Menschen gesagt, in Matthäus 5 können wir das lesen, wenn du hingehst in den Tempel, um zu opfern. Ich denke, wenn wir hingehen, um dieses schöne Weihnachtsfest zu feiern oder so, und du merkst auf dem Weg, dass etwas mit jemand anderem nicht in Ordnung ist, hat er gesagt, dann lass dein Opfer stehen, dann lass deine Päckle und Geschenke stehen, geh zu den Menschen hin und bringe es in Ordnung. Und dann geh zurück, komm zu Gott. Wir gehen in eine Zeit des Gebets, auch eine Zeit des Lobpreises. Ich möchte dich einfach einladen, dich selber auch zu prüfen. Wo ist deine Position? Ist sie ganz bei Gott? Oder willst du irgendwo zu ihm zurückkommen? Und Jesus, ja, wir kommen so zu dir. Und irgendwie gehört das so zusammen. Du bist der Friedefürst, aber gleichzeitig auch der Entzweier. Wo dein Friede ist, hat das Böse keinen Platz mehr. Und wenn ich so an diese Szenen denke, Jesus, dann kommt bei mir auch Furcht. Dieses zerstörende Feuer, das das Böse auslöscht. Ich frage mich, ob es auch mich trifft, und ich bin so dankbar, Jesus, dass du auch ans Kreuz gegangen bist. Dass du meine Position eingenommen hast. Vielleicht, wenn wir über diesen Friedenfürsten nachdenken, ist es einfach ein Danke sagen. Danke, Jesus, bist du in diesen Unfrieden zwischen Mensch und Gott hineingegangen, damit ich in den Frieden mit Gott hineinkommen darf. Und ich möchte dich auch bitten, Jesus, wenn Leute hier sind, die diese Position bei dir noch gar nie eingenommen haben, dass sie heute dieser Einladung folgen. Wir haben jetzt dann gleich während den nächsten Liedern so eine Ministry-Time, eine Gebetszeit. Hinten sind 2 Leute bereit zum Beten mit dir, wo du einfach sagen kannst, ich will zurückkommen zu Gott, ich will diese Position bei ihm einnehmen. Ich will dich einladen, das zu tun, weil die Position im Frieden mit Gott, das ist die einzige wirkliche gute Voraussetzung, dass Frieden kommt ins Herz, in die Beziehung mit Gott und dann auch in die Welt rundherum. Und wir wollen auch bewusst zu dir kommen, Jesus. Und vielleicht können diejenigen, die hier sind und sagen, ich will diese Position bei Jesus einnehmen, auch wenn es entzweien kann, aber bewusst da sein, auch Friedenslicht sein. Ich will euch ermutigen, vielleicht einfach als kleinen Zeichen, diejenigen, die wollen, da wie aufstehen dazu.
und sagen, ich stelle mich ganz zu Gott. Ich nehme diese Position bei Gott ein. Vielleicht gibt es einige hier, die sagen, ich will jetzt aufstehen. Ich stehe bei dir, Gott. Ich stehe vor Gott. Kommt, lass uns aufstehen, die wollen. Position einnehmen bei Jesus. Einfach so als Zeichen, wir wollen diese Position haben. Und Jesus, wir stehen bei dir. Auch Leute zu Hause im Livestream. Wir wollen diese Position haben bei dir. Jeder, der jetzt aufgestanden ist. Und ich will dich segnen mit der Kraft, dich zu Jesus zu bekennen. Damit auch der Vater, der Jesus dich bekennt vor dem Vater. Ich will dich segnen mit der Kraft, einfach auch mutig vorwärts zu gehen. Und wenn es auch entzweit, das ist die Entzweiung, die Jesus bringt. Es darf etwas kosten. Das ist völlig okay. Jesus sagt auch, fürchtet euch nicht, ihr seid wie meine Herde, ich schaue für dich wie mein Schaf. Aber wir stehen auch hier und haben Anteil an deinem Reich, Gott, an deinem Friedensreich. Und so will ich dich auch segnen, dass du mit diesem Licht umgürtet in dein Umfeld gehen kannst. Und dass von dir Friedensströme ausfließen. Dass man spürt in deinem Umfeld, dass irgendein übernatürlicher Friede am Wirken ist. Ein Friede, der nicht von Menschen kommen kann. Vielleicht hast du auch gemerkt, es ist noch nicht Frieden in irgendwelchen Beziehungen und du musst Dinge in Ordnung bringen. Dann will ich dich segnen, mit dem Mut hinzugehen, um Vergebung zu bitten. Oder vielleicht merkst du auch, dass du selber Dinge noch nicht losgelassen hast und Vergebung dran wäre. Vielleicht braucht es auch Seelsorge, dann segne ich dich mit der Kraft, vergeben zu können. Schuld loszulassen, aber nicht einfach fallen zu lassen, sondern sie Gott zu übergeben. Lasst uns stehen in dieser Position bei Gott heute, diese ganze Weihnachtszeit, diese Position nicht zu verlassen, weil da ist der Ort des Friedens. Amen.